Cześć Dile. Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Sigyum Bemba Tshering nimmt an der Inthronisierungszeremonie des 105. Gaden Rinpoche teil und besucht tibetische Institutionen in Mangot. Parlamentarische Delegation unter Leitung eines Sprechers schließt Studienreise in England und Schottland ab. Die tibetische Zentralverwaltung begeht den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Italienische Ausgabe des Amala-Buches wird im italienischen Senat in Rom vorgestellt. USAID-Missionsdirektor Steve Olive leitet Delegation beim Besuch des tibetischen Exilparlaments. 13. Tawang Tirthayatra mit Großartigkeit und Patriotismus eingeläutet. Die tibetische Zentralverwaltung veranstaltet in Taipeh ein Symposium über den Aufbau einer gemeinsamen Basis mit wichtigen Verbündeten. Am Dienstag dieser Woche nahm Sigyum Bemba Tshering an der Inthronisierung von Sherpa Choji Rinpoche Jesun Lobsang Doje Pesangbo als 105. Gaden Tipa in der tibetischen Siedlung Mangot in Ganadara teil. Rinpoche wurde am 2. November von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama ernannt und dient nun als Regent von Chamgyol Chökyi Gyalpo Tsongkhapa, dem Gründer der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus. Die Zeremonie umfasste eine große Prozession und Belehrungen von Rinpoche über den Lamrim von Tsongkhapa. Die Gelug-Schule wird dem neuen Gaden Rinpoche am folgenden Tag ein Gebet für ein langes Leben darbringen. Am Mittwoch nahm Sigyum Bemba Tshering, ebenfalls Galön der Abteilung für Religion und Kultur, an einer Langlebensgebetszeremonie für den 104. und 105. Gaden Tipas im Gaden Ditokang teil. Die Veranstaltung wurde von der International Gelug Foundation, dem North America Gelug Mönlam Committee und der CTA organisiert und beinhaltete Mandala-Opfergaben von Sigyum, dem Gaden Chartse-Abt und Yangde Rinpoche. Zu den Teilnehmern gehörten auch der tibetische Justizkommissar Dense Lungdo, Parlamentarier, Vertreter tibetisch-buddhistischer Schulen und der tibetischen Zivilgesellschaft. Sigyum Bemba Tshering begann seinen offiziellen Besuch in den tibetischen Siedlungen in Mangot nach der Langlebensgebetszeremonie im Gaden Ditokang. In der SDS-Schule inspirierte er die Schüler dazu, sich ihres Erbes und ihrer Rolle bei der Erhaltung der Umwelt Tibets als Wasserturm Asiens bewusst zu werden. Er betonte, dass Bildung ein Instrument zum Schutz der tibetischen Kultur und der Nachhaltigkeit ist. Sigyum unterhielt sich mit der tibetischen Gemeinschaft, ehrte die Gefallenen der Ex-Servicemen Welfare Association und würdigte die Bemühungen von Mense Khang um die Erhaltung der tibetischen Medizin. Er besuchte auch die SDS-Schule des Sakya-Klosters und Nyingma-Kloster und des Gaden-Lachi-Klosters, wo er auf die Mönche aufforderte, das geistige und kulturelle Erbe Tibet zu bewahren. Am 19. November setzte eine Delegation des tibetischen Exilparlaments unter der Leitung des Sprechers Khenpo Sonam Denpe und des Abgeordneten Dao Tshering ihren Besuch im Vereinigten Königreich fort und traf mit führenden Persönlichkeiten wie dem Sprecher des Unterhauses Sir Lindsay Hoyle, Baroness Julie Smith und Lord David Elton zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die britischen Gesetzgebungsverfahren, der chinesisch-tibetische Dialog und die Verabschiedung einer ähnlichen Politik wie der US Resolve Tibet Act. Sprecher Denpe drängte auf eine stärkere internationale Unterstützung für Tibet und wies auf die Menschenrechtsverletzungen Chinas in Tibet hin. Am 20. November traf die Delegation mit Vertretern des Vereinigten Königreichs zusammen, darunter Berater David Torrance und die Abgeordneten Dan Cardin und Blair McDougall, und nahm an einem Rundtischgespräch mit der parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Hongkong und Uiguren teil. Sie untersuchten die Möglichkeiten der Interessenvertretung und der Gesetzgebung zur Unterstützung marginalisierter Gemeinschaften. Am 22. November schloss die Delegation ihre Mission in Großbritannien mit einem Rundtischgespräch mit der Tibet Support Group ab, bei dem sie sich für eine britische Politik einsetzte, die mit dem Resolve Tibet Act der USA übereinstimmt und Chinas Desinformation entgegenwirkt.
Sie trafen auch die tibetische Gemeinschaft im buddhistischen Jamyang-Zentrum in der Stadt. Die Schottlandreise der Delegation begann mit einer Einführung in das schottische Parlament, gefolgt von wichtigen Treffen mit den Abgeordneten Sarah Boyack und Ross Greer, der ehemaligen stellvertretenden Parlamentspräsidentin Linda Fabiani, und Diskussionen über Dezentralisierung, Demokratie und den Einsatz für Tibet. Sie nahmen an einer Sitzung der parteiübergreifenden Gruppe für Tibet teil und diskutierten mit Patrick Harvey und Lorna Slater, den Co-Vorsitzenden der schottischen Grünen, über Klimaschutzmaßnahmen. Der Besuch endete mit einem gemeinsamen Abendessen und einer Reflexion über die demokratische Regierungsführung in Schottland als Modell für Tibets globale Interessenvertretung. Die Studienreise nach Großbritannien und Schottland wurde von dem Repräsentanten Tshering Yanggi und Mitarbeitern des Office of Tibet London, Mitarbeitern von NDI und USAID sowie Programmbeauftragten des Parlamentarischen Sekretariats des tibetischen Exilparlaments begleitet. Die tibetische Zentralverwaltung beging den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Montag mit einer halbtägigen Veranstaltung im Sejong Auditorium in Gyeonggi-gon. Das vom Women's Empowerment Desk (WED) organisierte Programm zielte darauf ab, das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt zu schärfen und war Teil der 16-tägigen Aktivismuskampagne des WED. Der Hauptgast Galön Dömageri betonte die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Gewalt innerhalb der tibetischen Gemeinschaft zu thematisieren, indem er falsche Vorstellungen in Frage stellte und die kollektive Verantwortung für die Förderung von Sicherheit, Gleichberechtigung und Unterstützung der Opfer anmahnte. Die Veranstaltung endete mit spannenden Aktivitäten, darunter ein Quiz, ein Plakatwettbewerb und ein Kostümwettbewerb, die die Bedeutung der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen unterstrichen. Am Mittwoch dieser Woche wurde die italienische Ausgabe des Buches Amela im italienischen Senat in Rom vorgestellt. Die Repräsentantin des Tibet-Büros in Genf, Tinde Chüki, bedankte sich bei der Autorin und allen Tibet-Unterstützern und betonte, dass Tibets Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit weiterhin internationale Unterstützung benötigt. Gyaltsen Gyaltsen, ehemalige Kabinettsministerin und jüngere Schwester seiner Heiligkeit des Dalai Lama, betonte, wie wichtig es sei, das Buch in andere Sprachen zu übersetzen, um das weltweite Bewusstsein für die tibetische Sache zu stärken. Auf der Veranstaltung sprachen auch Andrea De Priamo, Vorsitzender der italienischen parlamentarischen Intergruppe für Tibet, Ilenia Malvasi, stellvertretende Vorsitzende, und Gesut Tshering und unterstrichen die Unterstützung Italiens für Tibet. Am Montag dieser Woche besuchte der Leiter der USAID-Mission Dr. Stephen Olive in Begleitung von wichtigen USAID-Beamten das tibetische Exilparlament in Dharamsala. Die Delegation wurde vom stellvertretenden Parlamentspräsidenten Döma Tshering Dekang empfangen, besichtigte den Parlamentssaal und unterhielt sich mit Mitgliedern des Ständigen Ausschusses. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin bedankte sich bei den USA für ihre unermüdliche Unterstützung, unter anderem für legislative Maßnahmen für Tibet und Programme zur Förderung der Demokratie und des Wohlergehens Tibets. Sie hob die Bedeutung Tibets für das Klima auf der COP29 hervor und sprach sich für eine tibetische Vertretung auf zukünftigen Klimaforen aus. Sie rief auch dazu auf, das tibetische Stipendienprogramm zu erweitern, um tibetische Studenten zu fördern. Später an diesem Tag startete USAID in Zusammenarbeit mit dem Tibet Fund und der tibetischen Zentralverwaltung ein 5-jähriges tibetisches Wirtschafts-, Sozial- und Kulturprogramm (TESC) am Tibetan Institute of Performing Arts. Das Programm zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Tibeter in Indien und Nepal zu stärken. Bei der Eröffnung, die von Dr. Olive, dem Präsidenten des Tibet Fonds Bob Ankerson und dem amtierenden Sejong Talomdöma Changra zelebriert wurde, hielten führende Vertreter der CTA Vorträge über Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Entwicklung. Dr. Olive lobte die Widerstandsfähigkeit der tibetischen Gemeinschaft und bekräftigte die überparteiische Unterstützung der USA für den Erhalt der tibetischen Kultur und die Förderung der Eigenständigkeit. So it's an honor to finally meet all of you who are dedicated to safeguarding the Tibetan culture, religion, and way of life under the compassionate guidance of His Holiness, the Dalai Lama, and continue to serve as a beacon of hope in a divided world.
As you carry forward this proud tradition, know that you are not alone. The United States stands with you in preserving Tibetan culture, enhancing your economic opportunities, and fostering resilience and a self-reliant future. Die 13. Dawang Tirtha Yatra 2024 Tiranga Par Kailash Mansarovar wurde am 19. November in Guwahati von der Bharat Tibet Manch eingeweiht, um die kulturellen und spirituellen Beziehungen zwischen Indien und Tibet zu feiern. RSS-Chef Sri Indresh Kumar gab am 20. November den Startschuss für die Yatra, bei der sich 275 Teilnehmer aus 23 Staaten auf die Reise nach Dawang machten. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehörten die Präsentation der Hindi-Ausgabe der Autobiografie seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Mera Desh Mere Deshwasi, der Aufruf zum Boykott chinesischer Produkte und zur Sensibilisierung der Weltöffentlichkeit für die Notlage Tibets sowie Überlegungen zu den historischen Beziehungen zwischen Tibet und Indien und deren Auswirkungen auf den regionalen Frieden. Die einwöchige Yatra führt über Mangal Doi, Bumdila und den Sela Pass und findet ihren Höhepunkt in Dawang, dem Symbol für Indiens anhaltende Unterstützung für Tibet und sein Engagement für Gerechtigkeit. Das Snowline Forum 2024 fand am 23. und 24. November unter dem Motto Symposium on Finding Common Ground an der National Tsinghua University in Taiwan statt und wurde vom Office of Tibet organisiert. Das Forum befasste sich mit der US-Gesetzgebung zu Tibet, der globalen Tibet-Politik und den demokratischen Bewegungen in China, Hongkong, Osttürkestan, der Südmongolei und Taiwan angesichts des zunehmenden globalen Autoritarismus. Führende tibetische Persönlichkeiten, Wissenschaftler und Aktivisten, darunter Sekretärin Ganma Chüying vom Ministerium für Information und internationale Beziehungen und der Abgeordnete Gesang Yetsen-Bauer, diskutierten die Bedeutung der jüngsten US-Gesetzgebungen, wie zum Beispiel dem Promoting a Resolution to Tibet-China Dispute Act, der die Souveränität Tibets bekräftigt und den bedingungslosen Dialog im Rahmen des Ansatzes des Mittleren Weges unterstützt. Weitere Höhepunkte des zweitägigen Forums waren die Bedeutung der US-Unterstützung bei der Bekämpfung der chinesischen Darstellung Tibets, die internationale Solidarität für die Menschenrechte und die kulturelle Identität Tibets sowie Strategien zur Stärkung des tibetisch-chinesischen Austauschs und der globalen Interessenvertretung. Am Montag dieser Woche berief die tibetische Zentralverwaltung ein Treffen der chinesischen Verbindungsbeamten im Tibet-Pro in Taiwan ein, um die Zusammenarbeit mit chinesischen Pro-Demokraten und Verbündeten wie Uiguren, Hongkongern und Taiwanesen zu verbessern. Das Forum betonte die internationale Zusammenarbeit, um Chinas autoritären Einfluss zu bekämpfen und Tibets einzigartige Identität zu schützen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.